Bundesverkehrsminister Schnieder. Hat den bis vor kurzem noch irgendeiner kennt? Ha? Das ist der Typ, der jetzt gerade einen Führerschein billiger machen möchte. Ich sage euch, Scheuer, Dobrindt, Ramsauer, das waren Verkehrsminister. Der Schnieder möchte einen Führerschein billiger machen. Da sage ich, mein lieber Freund, mach erst einmal eine Maut teurer, die es dann gar nicht gibt. Dann bist du in der ersten Liga angekommen. Ja, das, mein Lieber. Ja. Da hat sich der Andi Scheuer ein Denkmal gesetzt. Der hat es geschafft, dass etwas nicht existiert, aber trotzdem Geld kostet. Das kannte man bisher nur von Heilpraktikern. Tatsächlich. Ja, und in 1000 Jahren, wenn man nicht einmal mehr weiß, wer der Markus Söder war oder Franz Josef Strauß, Andi Scheuer bleibt für jeden Kabarettisten ein sicherer Saalbrüller. Garantiert. Das bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Aber jetzt einmal zurück zu diesem Patrick Schnieder. Also er hat schon großartige Ideen, wie man jetzt den Führerschein billiger machen kann. Und zwar Laien als Fahrlehrer. Üben mit Mama und Papa. Ja, das hat es ja noch nie gegeben. Das ist ja eine ganz neue Idee. Also gerade bei uns auf dem Land hat es noch nie gegeben. Nein, du, bei uns in Strunzenöd, da bist du mit 10 Jahren mit dem Bullock umeinander gefahren zum Zigaretten holen. Ja. Ja, der Freunde. Und zwar mit 1,5 Promille. Da hast du die Grundregeln für den Straßenverkehr schnell drauf gehabt. Und wenn du dann mit 18 endlich den Autoführerschein gemacht hast, dann hast du dem Prüfer erklärt, was er falsch macht. Ja, die meisten haben damals überhaupt gar nichts gezahlt für den Führerschein. Die haben nur was rausgekriegt. Ja, klar. Und jetzt kommen natürlich die Jammerer aus der Stadt daher und sagen, ja, und wie sollen wir das jetzt machen? Wir zahlen schon so hohe Mieten und Nebenkosten. Wie sollen wir jetzt nur einen Bullock finanzieren? Da sage ich, meine lieben Freunde, kleiner Tipp. 14 Tage Urlaub auf einem Bauernhof und der Führerschein ist um 2000 € billiger. Ganz einfach. Ja, aber das wieder... Der Schnieder hat noch viel bessere Ideen. Also vor allem, dass man die Prüfungsfragen wieder einfacher machen sollte, so wie früher. Ja, wenn du dich auskennt hast mit rechts vor links, dann war die Prüfung bestanden. Und dann hast du das auch gleich wieder vergessen, weil da hast du dir einen Audi gekauft und gesagt, rechts vor links ist was für Twingo-Fahrer. Ja klar. Ja, da hat er viel vor, unser Verkehrsminister. Und die jungen Leute warten jetzt, bis der Führerschein endlich billiger wird. Und in der Zwischenzeit gehen die Fahrschulen pleite, weil alle warten. Weil wir sind leider hier immer noch in Deutschland. Und bis bei uns ein Führerschein reformiert wird, da kann es leicht sein, dass wir das Beamen schon erfunden haben.